willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie können jetzt ein besonderes Beispiel sehen, und zwar die Folge Kostenszeit eine kleine Kostenposition. Wir können auf der Wickelmündliche ist etwas aufgebaut. Für 15 Minuten wollen wir Ihnen zeigen, wie wir eine 5 Minuten Leistung durchführen möchten. Und das machen Kameraden jetzt direkt vor Ort. Der Leiter hat schon einfach her, schaut sich das an. Das wird auch ziemlich ruhig ablaufen. Und wir sehen hier schon vorne im vorderen Bereich sind einige Betonplatten. Dort drunter ist eine Person eingeklemmt. Diese Person gilt es jetzt raus zu retten. Sie sehen von der Folge Kürze, das HLF-20 Hilfsleistung Durchschnittenfahrzeug. Dies ist besetzt gerade durch eine Shuttle. Diese werden jetzt rausregeln, schauen vor Ort, überbrücken die Lage. Die Person leisten soweit in Erste Hilfe. Normalerweise ist der Gruppenführer dort direkt vor Ort, schaut sich das an. Ich bin jetzt leider wieder gebunden, werde Ihnen das erklären. Wir sehen jetzt hier eine Person direkt mit einem Rucksack ankommen. Das ist derjenige, der die Erste Hilfe vor Ort leistet, bis der Rettungsdienst vor Ort ist. Der Rettungsdienst an sich wäre jetzt auch schon mit vor Ort und würde jetzt schon Erste Hilfe leisten. Wenn er nicht vor Ort ist, können die Kameraden selbstständig durchführen. Dafür sind auch ausgebildet. Wir sehen, die Kameraden bringen jetzt die Ausrüstung mit vor Ort. Wir werden dieses Szenario folgendermaßen lösen. Wir haben einige Hebekissen, die wir mit anbringen unter die Betonplatten, und dort werden wir diese Betonplatten anheben. Die Betonplatten sind zwar unterschiedlicher, die oben auf die Person drauf liegen. Die Hebekissen können in unterschiedlicher Ausfertigung mehrere Tonnen heben. Wir haben ein kleines Hebekissen, was ihr auch gleich sehen, was angebracht wird. Und ein großes Hebekissen, die steht der eine Kamerad, der noch am Fahrzeug ist, gleich zu der Person, die das kommt. Das kleinere Kissen kann ungefähr 9 Tonnen heben. Die Mehrheitsmöglichkeiten, das größere sind 24 Tonnen heben. Das Ganze wird folgendermaßen ablaufen. Die Kameraden stabilisieren erstmal die Assistenten. Danach bringen sie die Hebekissen in Stellung und unterbauen dann die gewonnene Höhe durch die Hebekissen dann mit Hölzern, um das Ganze zu stabilisieren und den Patienten herauszuholen. Um das Ganze, die Hebekissen in Funktion zu bringen, ist es notwendig, dass man eine Druckgasflasche mitbenutzt. Diese hat dann den Druck in die Hebekissen aufzublasen und dann eine gewisse Höhe mit den Hebekissen zu erreichen. Die kleinen Hebekissen ist es so, dass wir ungefähr 80 cm heben können, mit den größeren ist es schon auf 30 cm. So dass wir den Patienten nicht reinkommen und sicher rauslassen können. Wir sehen jetzt die Kameraden bereit an der Position, und bereiten auch die Rückwürfe vor, wie das Ganze raus, dann den Patienten bzw. die Betonplatte anzuheben und zu versetzen. Des Weiteren ist es natürlich möglich, dass wir noch weitere Spezialrichtungen nachbauen. Das heißt, wir haben eine Folge 40 mit einem Hilfswagen, der noch mehr technische Materialien hat als dieses Fahrzeug. Wir sehen hier einen Allrounder, der auch Mischarbeiten betrieben kann auf dem Fahrzeug und zusätzlich zu den Hilfeleistungsmaßnahmen auch 2000 Liter Wasser, die wir in jedem Fall auch zu Anwendung bringen können, um auch ein Grenzen zu können. Raketo. Und dann haben wir den angeschlossen, das ist stehen. Gehen jetzt langsam dann die Betonplatten an. Und wichtig ist immer dabei, dass das Ganze, was jetzt an Öl gewonnen wurde, drauf ist, um sicherzustellen, dass das abgibt und der Patienten rauskommt. Zusätzlich nehmen wir ein Fahrzeug mit, wenn wir eine kurze Beleuchtung haben, das Ganze auch dann mit dem Fahrzeug aus beleuchtet an der Stelle. Die kann der Fahrzeugführer oder Mechanismus direkt hinter dem Fahrzeug Stellung ziehen. Und sobald die Betonplatten angehoben sind, kann der Patient dann sicher herausgebracht werden mit Unterstützung des Rettungsdienstes. Und
dann übergeben werden. So dass er dann auch ins Krankenhaus kommt und dort zur weiteren Behandlung. Wir gehen jetzt nochmal den Überbau angefangen. Genau, Sie sehen noch die Beleuchtung, ziemlich hell. LED-Beleuchtung, direkt im Fahrzeug, braucht man natürlich die Ladestattenführer, für die Knopfmaschine. Jetzt wird der Kamera rausgerichtet. Der Schreit natürlich, die Leute hat kein Schmerzmittel bekommen vom Notarzt und wird dann abtransportiert. Und damit ist dann auch die Übung beendet. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten Ihren Tag ein bisschen auflockern und wünsche Ihnen heute noch schönes Wetter. Essen Sie noch mit Bratwurst und genießen Sie, dann führen wir hier an der Motocross-Strecke das 9. Oldtimer-Treffen. Dankeschön. Ja, wie gesagt, noch alle Fälle Feuerwehr Kosmik sagen immer wieder ein Highlight-Tag bei unserem Treffen, wenn ihr zeigt, was ihr könnt und wie ihr es könnt und vor allem auch mal, dass sich die Leute nicht durch den Mund zerreißen, die haben ständig neue Technik, die haben ständig neues Zeug. Nee, wir brauchen es auch alles. Nicht schnell kann es passieren, dass so etwas passiert und dann sind wir auch schon froh, dass wenigstens unsere Wetter vernünftig ausgestattet sind und die Schnelligkeit und optimale Variante, die man retten können, die uns da betroffen hat. Also ich sage mal schönen Dank, nächstes Mal gerne wieder und ja, dass wir uns dann sehen. In diesem Sinne. So, dann waren wir zurück auf die Oldtimer-Treffen. Wie gesagt, es war eine Kurzführung von dem, was man im wahren Leben nie erleben möchte, aber unsere Kameraden, wie gesagt, regelmäßig erleben. So, der Busfahrer ist zurück mit seinem Bus, hat die Fuhre voll gehabt und hat gesagt, da können wir gar nicht alle hingegangen. Wir machen es nochmal. Die macht es öfters gerne nochmal. Es ist halt so, ja. Wenn es genauso, wenn es schön ist, macht man öfters und deswegen haben wir gedacht, 15 Uhr noch einmal Busreise durchschnittlich links und Kosmik, also mit einem schönen Icarus-Bus mit den Hasten mit 50 Minuten drin, noch eine kleine Reise durch und Kosmik und um Kosmik herum. Mein Gott, die Stimme versagt heute schon langsam durch die Sammlerei, aber man macht sehr gerne für Sie. So, da sind wir auch immer noch auf der Suche nach dem Besitzer des Traktors Bühler M12. Ja, also, wenn wir den dann irgendwann gefunden haben, möchte der sich bitte an sein Fahrzeug, da haben wir, ist er das? Da ist er, ja, gucke mal, euer Traktorfahrer ist da. Den kümmert euch um den Hüttenmann, sonst ist er wieder weg. Ja, schnell geht das nämlich. Klar, wenn ihr so junge Mädels seht, dann bleibt er ein bisschen länger, so ist das nicht. Ja, das ist so Überraschung auf dem Oldtimer-Treffen, wie wir sonst hören, so schnell und so oft haben. Fotoshooting auf dem Oldtimer-Treffen ist natürlich eine tolle Idee. Und unsere Fahrzeuge, die wir liebevoll hergerichtet haben, hier gemacht wird, auch in einer anderen Form. Schön Kaffee trinken und dann geht es weiter. Ja, das ist auch der Weg dahinter. Das ist der Kandidat. Das ist immer Zeit angesagt, weil wir nicht gelernt haben, dass wir den Tag kennengelernt haben, die Instituten aus den 70er Jahren. Bitte schön, gerne gesehen, der offen, der